Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ja, wie ihr vielleicht jetzt schon merkt, ist Ton und Bild asynchron. Das liegt aber daran, dass ich das Ganze neu vertone bzw. einfach überspreche. Der Grund ist ganz einfach, das Mikrofon, das ich dort in meiner Flosse habe, ist der absolute Trash gewesen und hat einfach einen feuchten Nichts aufgenommen. Und ja, wie ihr seht, wir bauen einen neuen PC zusammenbauen, bzw. den PC, den ich jetzt mittlerweile schon 10 Wochen in Betrieb habe. Ich habe hier den alten PC, wo ich jetzt gerade meine Flossen drauf habe. Und das sage ich jetzt eigentlich nicht mehr als das, was ich dort inne habe, übernehme ich, also einen gewissen Teil. Und das ist nämlich die Grafikkarte und der RAM. Der Rest fliegt alles raus. Und aus eigentlich eben mit den neuen Parts, die ich dann von euch her gesehen auf der linken Seite, von meiner Seite her auf der rechten Seite habe, tue ich das miteinander vermischen. Das versuche ich jetzt da noch irgendwie gestikulierend zu zeigen. Es sieht echt scheiße aus, Alter, was habe ich da gemacht? Ja, egal. Nein, ich tue das einfach miteinander eigentlich jetzt vermischen. Und ja, ich wollte hier einfach ein bisschen mitfilmen, ein bisschen zeigen, wie ich das gemacht habe. Was ich hier komplett neu drin habe, ist eine Wasserkühlung. Das habe ich vorher eben nicht gehabt. Vorher habe ich einfach den Boxkühler drauf gekauft, der CPU. Ich habe auch gewechselt, wie man dort unschwer kennt, auf einen Intel Core. Und ich tue die ganzen Produkte nachher noch ein bisschen genauer zeigen. Und ich kann vorab schon sagen, das ganze Projekt hat mir schon recht viel Nerven gekostet. Also, es war doch ein bisschen aufwendiger gewesen, als ich gedacht habe, weil es das erste Mal wirklich sehr gut gelaufen ist. Aber jetzt hat es doch ein bisschen mehr Aufwand gebraucht. Aber am Ende des Tages, es funktioniert, auch wenn nicht gerade optimal oder noch nicht optimal. Ich bin immer noch dran, das Ganze noch zu optimieren, sage ich jetzt einmal. Und ja, wir kommen da gerade drauf. So, jetzt kommt mal der erste Übergang, sage ich jetzt einmal. Also wir haben hier den Intel Core i7, der 12700K, ein sehr, sehr aktueller Prozessor jetzt von der Intel. Vor allem war er preis-leistungstechnisch ganz okay gewesen. Ich habe jetzt 380 Franken für den gezahlt und ja, hat 12 Kerne, ich glaube 20 Threads hat er. Also ist wirklich ein super Prozessor, hat sogar noch eine integrierte Grafikkarte drauf, also eine eigene GPU. Und ja, ist auch für Streamen sehr, sehr gut geeignet, weil ich halt so meine Hauptgrafikkarte entlasten kann. Da habe ich noch ein neues Netzteil gekauft und ja, es ist weiß, nicht schwarz, aber das Weiß war in Aktion gewesen und darum habe ich das genommen. Hat, glaube ich, etwa 85 Franken gekostet. Ist jetzt ein kleines Upgrade auf 750 Watt rauf. Mir ist eigentlich die Wattanzahl wichtiger gewesen, als dass es RGB hat, weil ich bin nicht RGB-Fan bei einem ganzen Computer. Ja, das sehen wir nachher auch noch. Ich zeige dann nachher noch geschaut, den PC, wie er läuft. Dann eben, da haben wir noch die All-in-One Water Cooling System, also beziehungsweise Wasserkühlung, die einfach schon fix fertig ist. Da muss man sie eigentlich nur auf die CPU drauf tun, den Radiator mit dem Lüfter zusammenschrauben und dann nachher ins Case rein. Und das habe ich von der MSI gekauft. Hat 109 Franken gekostet, glaube ich, 110 Franken, 109 Franken, etwas so dort. Ich bin mir nicht ganz genau sicher, wie der genaue Preis war. Ja, ist auch mal zum Installieren recht anstrengend gewesen. Und dann kommt noch das Mainboard. Das Mainboard wird auch noch gewechselt, oder das Motherboard. Und zwar gehe ich hier auf ein Z690 Gaming X von der Gigabyte mit DDR4-Speicher, also RAM-Speicher drauf, oder wo man drauf tun kann, nicht DDR5. Den habe ich nicht upgraded, weil ich ist vor kurzem noch auf 32 GB erhöht. Und DDR4 lenkt mir eigentlich wirklich völlig. DDR5 brauche ich noch nicht. Und dann habe ich noch ein neues Case gekauft. Das kann ich jetzt noch nicht gerade zeigen, weil es noch in der Kartonschachtel drin ist. Und ja, da sage ich jetzt eigentlich nur noch mehr, dass ich jetzt mich muss noch schnell kurz entladen muss. Weil ja, wenn man da natürlich halt, irgendwie statisch geladen ist, kann das gerne mal in die Hose gehen. Dann können die ganzen Komponenten kaputt gehen, wenn es ein bisschen einen Stromschlag drauf gibt. Darum gehe ich da jetzt mich schnell entladen. Und dann fangen wir hier auch gerade schnell an. Ich hoffe, das passiert jetzt dann. Jetzt muss ich mich da noch mal kurz durchschneiden. So, jetzt, okay, gut, da habe ich mich entladen. Ja, das Mic sehen wir dort noch. Und ja, tut mir leid für nicht die optimale Kameraperspektive, die ich hier genommen habe. Ich bin da mehr oder weniger, habe ich mich einfach spontan dazu entschieden, dass ich das aufnehme. Wichtig auch noch, was ich muss sagen, das habe ich gar noch nicht gesagt. Wichtig ist noch an dieser Stelle, ich bin kein Computer-Profi. Also ich habe das alles mir selber angeeignet, wie man einen Computer zusammenbastelt. Ich habe da keine Erfahrung, ich habe keine Ausbildung, nichts gemacht. Das habe ich alles über YouTube und alles gelernt. Da zeige ich jetzt einfach nur,
dass da eben dort dann die neue CPU reinkommt. Da packe ich das Ganze auch professionell auf. Da wird einfach aufgerissen, Scheiß auf Verpackung. Und was ja der Unterschied ist zwischen der CPU von der Intel und von der AMD. Die AMD haben ja die Pins gerade an der CPU und da sind sie auf dem Motherboard drauf. Und das ist auch vom Mechanismus her ein bisschen anders. Also man muss einfach den Bügel auftun jetzt bei dem Motherboard und die Klappe kommt auf die andere Seite auf. Und dort ist dann so eine Plastikkappe drauf. Die klipst dann weg, wenn ich die CPU rein tue. Das mache ich jetzt hier auch gerade schnell. Richtig professionell, ja, richtig Schiss gehabt. Also mir war schon recht warm, wenn wir das Ganze zusammengebaut haben, muss ich ganz ehrlich sagen. Und jetzt so verschrecke ich auch. Zack, jetzt bin ich verschrocken, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass die Plastikkappe so schnell abspringt. Ich meine, es braucht viel mehr Kraft eigentlich, aber es ist wirklich sehr gut reingegangen und sie liegt auch da wirklich sauber drin und es funktioniert auch. Ja, sonst würde ich jetzt da nicht mit dem anderen Computer die Mic-Aufnahme machen. Danach haben wir da noch den alten PC. Wie gesagt, die Grafikkarte ist ein Radeon 6700 XT. Die kommt raus. Und was eben rauskommt, ist der RAM-Speicher. Da tue ich jetzt einfach mal das CPU-Kabel wegnehmen. Und da habe ich schon einen RAM in der Flosse. Da nehme ich noch den nächsten raus. Also eben gesamthaft 4 Regel an 8 GB, also 32 GB habe ich. Da tue ich jetzt das Ganze beim neuen Motherboard schon mal einbauen. Und hat sich wirklich gelohnt, dass ich das auch noch upgradet habe auf 32 GB, weil mit 16 GB ist im Stream alles drum und dran. Ja, mein PC war schon recht am Anschlag, was den Memory-Speicher anbelangt. So, voilà, dann haben wir die hier schon drin. Das hat eigentlich ohne Problem funktioniert. Also, wenn ihr seht, wie meine Hände zittern, das ist nicht wegen der Kraft, die ich aufwenden tue, sondern weil ich einfach so angespannt war, weil ich nichts kaputt machen wollte. Da habe ich jetzt noch die M.2 Speicherkarte rausgenommen, also die SSD-Karte, die 1 Terabyte groß ist. Die ist, glaube ich, von der Kingston. Die habe ich auch übernommen. Natürlich auch die anderen Festplatten noch. Also ich habe noch eine weitere SD-Karte, 1 Terabyte von der Samsung und noch eine grosse HDD-Terabyte. Da habe ich schon das Motherboard ins Case eingebaut. Eben, das ist jetzt auch ein bisschen Schnelldurchlauf, sage ich jetzt mal. Da kommt die Wärmeleitpaste drauf. Und da bin ich meiner Meinung nach ein bisschen gutmütig gewesen, was die Wärmeleitpaste anbelangt. Da habe ich, glaube ich, ein bisschen viel drauf da. Ja, wahrscheinlich ein bisschen viel gewesen, denke ich jetzt mal. Da tue ich mal den Sockel oder beziehungsweise von der Wasserkühlung drauf und dann nachher Radiator alles rein. Da habe ich ihn schon drin. Also das ist eigentlich relativ schnell gegangen und relativ gut auch gegangen, muss ich ehrlich sagen. Da habe ich jetzt nicht so viel Probleme gehabt. Und da sage ich jetzt eigentlich nur noch, dass ich das ganze Kabelmanagement mache. Und ja, das habe ich auch gar nicht aufgenommen, weil das wäre auch mega aufwendig gewesen, um das aufzunehmen. Und ja, dann sind wir jetzt da eigentlich schon an meinem PC. Ja, also ich bin jetzt hier hinten dran. Moin. Und ich zeige euch jetzt mal das Ganze, weil eben, ich habe ja schon fertig gebaut. Und das sieht jetzt so aus. Wie gesagt, ich habe das LED-Zeug einfach auf weiß hier, weil ich bin wirklich gar nicht Fan, wo LED, wo so farbig ist, außer der Strom da unten. Der leuchtet halt farbig, weil das kann ich leider nicht ändern. Aber ja, das ist ein gutes Stück. Plus minus über den Daumen kann ich ganz ehrlich sagen, habe ich über 800 Franken nochmal für alles investiert jetzt, also für die Wasserkühlung, Motherboard, für die CPU, für das Netzteil und was habe ich noch gekauft? Als Case natürlich noch. Und so weit, so gut, es funktioniert alles tiptop, ohne Problem. Das Einzige, was ein bisschen blöd ist, es gibt irgendwo eine Vibration aus Gehäuse und es ist recht, wie soll ich sagen, recht unangenehm. Also es ist immer so ein Wummer recht laut. Und ich habe die Fehlerquelle, sage ich jetzt mal, noch nicht herausgefunden, wo genau das ist. Aber werde ich in den nächsten paar Tagen hoffentlich mal herausfinden. Und die Lüfter vorne hatte ich auch ein das Problem gehabt, dass die manchmal wenn du der PC startest, dass sie nicht alle drehen, beziehungsweise auf der obersten nicht. Ich habe jetzt aber herausgefunden, dass das eine kleine Brücke ist, die ich dazwischen habe, die ein bisschen spuckt. Die habe ich jetzt ausgebaut und jetzt läuft eigentlich auch so weit alles gut. Und einfach der Lüfter dahinter, wo die Luft rauszieht, der funktioniert eigentlich auch so weit alles tiptop. Ja, wie gesagt, eben die weißen Kabel, die sind halt vom Netzteil her. Kabelmanagement, ich habe es versucht unten, es ist nicht optimal geworden. Soweit hatte ich eigentlich kein Problem gehabt. Das Einzige, was ich noch hatte, das kann ich auch sagen, ist, als ich das BIOS gestartet habe, also das Betriebssystem eigentlich vom Motherboard. Das habe ich noch updaten auf die neueste Variante oder die neueste Version. Und ich habe noch eine Einstellung machen, aber ich weiß es jetzt gar nicht auswendig. Ich schreibe es in die Kommentare rein, wenn ich es wieder gefunden habe. Weil Windows hat bei mir die ganze Zeit nicht booten kann. Ich habe immer den PC angelassen und ist immer noch in BIOS hineingegangen. Ich bin anfangs schon fast verzweifelt. Und danach habe ich herausgefunden, dass es einfach eine Einstellung war im BIOS, dass er meine Festplatte lesen und jetzt funktioniert eigentlich so alles tiptop.
Und ja, von der Performance her bin ich eigentlich wirklich mega happy. Also jetzt mit dem PC, ich kann jetzt mal die Kamera wieder drehen. Jetzt eigentlich von der Leistung her vom PC, ich hole jetzt, ja, sage jetzt mal bei Warzone und ja, bei anderen Spielen, also zum Beispiel F1 hole ich etwa 160 FPS raus. Vorher hatte ich etwa so knapp 100 FPS gehabt. Und aber Warzone bin ich jetzt etwa so bei, ja, im Schnitt etwa so 180 FPS. Also es läuft eigentlich wirklich sehr gut, muss ich sagen, sehr, sehr flüssig. Es wäre wahrscheinlich noch mehr drin, wenn ich noch ein bisschen mehr optimieren. Aber von der Einstellung her, wie gesagt, ich habe noch nicht alles optimal eingestellt, aber da bin ich nach und nach dran, dass ich da noch mehr rausholen kann. Aber sonst, wie jetzt ist, bin ich momentan sehr happy, auch für Streamen her und alles, und da funktioniert es sehr gut. Und ja, das war es schon mit dem Video. Ist ja nicht allzu lang, glaube ich, das Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, würde ich mich natürlich immer über eine Bewertung freuen, sowie auch über ein Abo, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, und wenn ihr das Video teilen. Und sonst sehen wir uns dann einfach im nächsten Video wieder. Und bis dahin sagen wir, macht's gut, schönes Tag noch und ciao!